Gibt es sowas wie eine Donaumentalität? Und ob Länder diese Mentalität unter Umständen teilt? Dir gehört, du gehörst ja eigentlich auch in diesen Donauraum. Du hast mich darauf hingewiesen bei der Vorbereitung, dass der Pult in das Einzugsgebiet von Donau gehört, ein wichtiger Fluss für den Karpatenraum, zu dem du ja auch ganz nahe stehst. Das heißt, gibt es sowas wie eine Donaumentalität? Das wäre eine Frage. Und die andere Frage, die gehört dieser berühmte Satz, dass Lemberg eigentlich ein Problem hat, nämlich, dass Lemberg keinen Hafen hat. Das heißt, mit Hafen würde die Stadt natürlich schon längst zu einer Metropole aufgestiegen, aber so läuft es nicht richtig. Würde es sich lohnen, einen Kanal von Lemberg nach Donau zu graben? Den Kanal kann man natürlich auch übertragen, das in der Richtung. Dankeschön. Das ist natürlich für mich psychologisch sehr, sehr komisch, hier irgendwie auf Deutsch zu sprechen. Also ich weiß nicht, ob ich um Entschuldigung bitten soll oder können Sie das mir heute verzeihen. Donau-Mentalität. Ganz zufällig ist das so, dass wir mit zwei Schweizer Musikern, mit Vera Kappeler und Peter Konradin zum Tor, heute abends in Lemberg ein Konzert spielen. Bitte, verstehen Sie das nicht als die Werbung des Konzertes, die ich jetzt mache, aber ich lade Sie herzlich ein. Dort unter anderen Kompositionen gibt es eine musikalische Replik auf ein lemkisches Volkslied, wo die dritte Strophe beginnt Dunaju, Dunaju, bystra voda v tobie. Und das wiederholt man noch. Also in dem Sinne, und lemkische Kultur ist auch irgendwie passt nicht ganz regional zu dem geografischen Begriff von Lemberg. Also lemkisches Gebiet, das ist vielleicht noch in diesem breiteren Sinn, wo du deinen Zirkel in Budapest ins Zentrum stellst, und dann gehört schon Südpolen zum Beispiel dazu hier. Und die haben in Südpolen, die haben auch einen kleineren Fluss mit dem Namen Dunajec. Und Dunajec ist paradoxalerweise ein Zufluss, glaube ich, von Weichsel-Lauch, also gehört auch der Ostsee. Also ich denke, die Donau-Thematik, so allgemein genommen, ist die, wo die Geografie mit der Geschichte, mit der Kulturgeschichte ziemlich oft streitet, im Konflikt ist, und manchmal auch mit Verstand. Ich denke, Donau-Mentalität bedeutet auch diese Vielsprachigkeit, die für sich als eine Erscheinung zu wenig Karten hat. Das ist eine Menge von Sprachen, von germanischen anfangend über die romanischen. Ich glaube, einige Dialekte von romanischen Sprachen sind auch bei der Donau präsent, und dann die slawischen, rumänische, ungarische und dann schon Donau-Delta. Das ist so verschieden auch mit Russisch, Ukrainisch, wieder Rumänisch, Griechisch vielleicht, Bulgarisch. Also das ist so eine Art von
der Natur, Vielsprachigkeit, ist vor allem eine große Gabe, aber zweitens begleitet das immer die weiteren Konflikte und Missverständnisse. Und in dem Sinne, Donau als eine Metapher kann auch nicht nur eine schöne, wunderschöne Metapher sein, sondern auch irgendwie eine gefährliche Metapher von verschiedensten Konflikten. Und deswegen ist das sehr ambivalent und reich. Und ich erinnere mich an die Rede, in der einer der Helden aus meinem Roman Perversion, Stanisław Berlecki, in Venedig auftritt. Und das war die Zeit, das war so 1999. Es gab noch ganz wenig Leute in den intellektuellen Kreisen Westens, die irgendwelche Ahnung über sein Land, über Perspektivs Land haben, über die Ukraine. Und er betont dort so eine Hypothese, die ich bis heute auch bezweifle. Er nimmt ziemlich grob, aber auch ziemlich voller, sozusagen, in vollem Umfang, nimmt er die Landkarte der Ukraine und zeigt 4 Flüsse, die für dieses Land irgendwie definitiv sind, die alles für sein Dasein bedeuten. Und das sind 4 Flüsse in den Namen von denen immer diese D und L präsent sind. Am Osten ist der Don, und dann kommt Dnipro, Dnieper, dann Dniester und erst dann Donau. Ja, macht so eine Hypothese, dass es eigentlich die Namen, sie vom Sanskrit alle kommen und das Dana aus Sanskrit einfach Wasser bedeutet. Aber in der ukrainischen Folklore ist nur der einzige Fluss immer präsent und das ist immer Dunaj. Obwohl rein geografisch ist dieser Fluss bedeutet eigentlich nicht so viel. Ja, okay, es gab seit Ende 18. Jahrhundert, es gab die Kosaken-Siege an der Donau, dank dem türkischen Padişah, der Kosaken, die schon von Katharina II. Zerstört wurden auf dem Dnieper, die siedelten sich um und vielleicht auch deswegen erscheint Donau als der einzige Fluss im ukrainischen Volkslieder. Das kann man, wenn man diese Texte von Lieder aufschreiben muss, das kann man auch mit kleinen Buchstaben schon schreiben, weil das einfach Wasser bedeutet oder Fluss. Ja, Dunaj bedeutet einfach Fluss. Es gibt nie Dnipro im ukrainischen Folklore, was auch meiner Meinung nach interessant ist. Nur in Gedichten von Schewtschenko erscheint Dniepersche Rot. Wozu habe ich das alles nicht erinnert? Weil Lemberg in dem Sinne irgendwie essentiell ist. Einerseits, Lemberg ist schon für die irgendwelche mittelukrainische kulturelle Standarten, Lemberg ist exotisch, Lviv ist anders. Ja. Andererseits sagt man, das ist die Kulturhauptstadt des Landes und die Fußballmannschaft, die Nationalmannschaft soll immer nur hier in Lemberg Spiele spielen, sonst verliert sie die Punkte und Lemberg noch keinen Punkt. Das ist irgendwie auch diese Problematik ist für die sozusagen innerlich ukrainische
Diskussion ziemlich interessant und drastisch. Sollte die Geografie im Zusammenhang mit der Geschichte harmonisch schreiten, dann würde vielleicht diese heutige Diskussion besser an Odessa passen, ja, nicht weil rein geografisch gehört Odessa 100%ig dem Donau. Und hier müssen wir irgendwie diese Eselsbrücken bauen, ja, um das irgendwie zu beweisen, dass wir von der Donau raus. Und für mich als für jemanden, der ein bisschen südlicher und östlicher von Lemberg lebt, für mich ist das schon eher meine Nachbarschaft und nicht die Nachbarschaft von Lemberg, weil, wie Juri schon gesagt hat, 60 Kilometer von Ivano-Frankivsk muss ich fahren und in der wunderschönen Stadt Holomea kann ich schon auf dem Ufer von Prut stehen. Und Prut, die Wasser von Prut, ist schon ein Teil von Donau gewesen, also ein Zufluss ist. Und alle Arterien, alle Flüsse, die ganz südlicher in ukrainischen Karpaten fließen, die gehören alle der Donau. Und das ist für mich am attraktivsten. Das kann man irgendwie die ganze Zeit darüber denken. Das kann man immer anders ansehen, das kann man immer bezweifeln. Man kann auch immer neue Beweise finden. Und ja, ich bin einverstanden mit erster These, dass vielleicht niemand von uns diese Antwort am Anfang der Diskussion hatte und vielleicht auch am Ende diese Antwort nicht gefunden wird. Auch ein Ziel der Diskussion.